Guten Morgen, Tien Dollar. Könnt ihr alle hartlich willkommen zu diesem Morgen Service. Und es ist gewesen, wir waren wieder gehen in unsere Serie in Matthäus. Wir sind bei Matthäus 9 angekommen. Und wenn ihr eine Bibel in der Hand lest, weil ich mit von Matthäus 9, Vers 1 bis 8. Und Jesus steeg war in das Boot en fuhr naar de andere zijde, wo hij thuisgehield. En horch, zij brachten einen gelähmten Mensch nur an, den zij op einen Bad druwen. En als Jesus ihren Glauben zag, zei hij te den Gelähmten, sieh mal mutig, mein Sohn, deine Sünden sind die vergift. Aber horch einmal, einige von den Schriftgelehrten zeiden zu sich selbst, dis Mensch las dat. Jesus aber weiß, was sie dachten, und sagte an, warum habt ihr so eine böse Gedanken im Hort? Wird es leichter zu sein, die sind deine Sünden vergift, oder zu sein, steh ab und go? Aber am Jünd zu wiesen, dass die Menschen sehen, hier ab die Erde Kraft haben, Sünden zu vergeben, seht Jesus zu den Gelähmten, steh ab, nimm den Bad und geh nach Haus. Und er stund ab und ging nach Haus. Als die Menschen dort sahen, fürchten sie sich und lobten Gott, dass er Menschen seine Kraft gegeben hat. Lass uns beten. Lass ich euch davor, wir kommen hier für die. Und wir beten die um Weisheit und um Kraft, den wird hier euch zu verstehen. Herr, das ist so leicht, dass unsere Aufmerksamkeit so sehr menschlich kann sein, dass es so sehr leicht bis auf Menschen gerecht ist und dass wir uns wundern tun, über was ein Mensch nicht auf eine kluge Entscheidung genommen. Und wir wollten aber, dass dein Wort uns gerotzt das Jende will wiesen. Dass die Aufmerksamkeit soll ab die sein. Und das, wo wir die noch fragen, dass die uns eine Aufmerksamkeit geben, ab wer du bist. Und dass wir das machen begreifen, zu was von Zweig die alle Dinge getan hast. Und dass wir Menschen nicht der welcher Punkt sein, aber dass du der bist. Du wird die verherrlichen, dass du mit all den Wunders, was die das. Und Herr, machst du unsere Harten reinigen von aller Aufgaterie, wo wir uns so viel uns hier selbst aus dem Aufgabe merken. Und den Gott, was wir uns selbst gemerkt haben, dass wir den so sehr leicht tun. Aber Herr, machst du unsere Harten und unsere Gedanken reinigen von all den Aufgaterien, machen wir einen einzigen Gott haben, dass du allein bist. Und dass der biblische Gott ist, von dem, was wir in der Bibel reden, nicht von dem, was ein Mensch sich selbst denken kann. Und Herr, wir sind nicht in Sturm, das selbst zu allein. Aber du allein, durch den Geist, kannst uns das angeben, kannst uns das offenbaren. So ist die Petrus sagt, das hat Fleisch und Blut die nicht offenbart, aber das hat der himmlische Vater offenbart. Und macht das von der und die uns sehen sein, dass die uns das offenbaren ist. Nicht wie Salz. Dass wir uns nicht ab Fleisch vertrauen, nicht ab uns nicht Verstand, ab unsere eine Weisheit, oder ab uns nicht Gott denken. Aber Herr, allein, dass wir machen ein damit hart haben, für deine Feit zu setzen, und dass anerkennen, dass du bist reich, der Einzige, wer reich ist. Herr, musst du das geben in Jesus' Namen. Amen. So, ich will haben mit unseren Tags von der, weil wir uns alle mit testen. Mit den Tests, wo wir sein, als wir nach Humanistik sind, oder als wir allwörtlich geistliche Menschen sind. Sie, der Fokus hier so ist, ab Menschen, was Raum geben an den Nächsten. Das, wo wir das erste nur kicken dann. Wenn wir sagen, dass das ist wenn wir mal kicken, dann würde Evangelium sein abgestellt, würde beschrieben sein, der alle vier Evangeliums, die da in welchen Hinsichten haben, der wichtigste Punkt da, der alle beschrieben. Aber du sagst über gewisse Wunder, gewisse Dotens, was passieren durch das Evangelium in Johannes, der redet davon, dass wenn die alle werden abgeschrieben, dann würden die Beker nicht auf dieser Welt drüben haben. So, wir wollten dort, du passiert viel mehr, als was wir in der Evangeliums finden. Aber danach, wenn wir mal ein bisschen kicken, du sagst in gewisse Wunder, was einer beschrift,
En dan de andere, die heeft het al geneidigd, die zal je wonders nog te beschrijven. Wings, dat heeft je Matthäus al gedacht, dat heeft je Lucas al gedacht, daar is het staat. Dat weet je hier al, niet? Zo. Maar dan am hastig fing wieder ein Wunder, dass dann ein Evangelist, der redet von hetzelfde wat de nächste geredet hat. Und der andere, der beschriftet bis nach in gerateren Detail. Wings, wir sind in Markus 2, du schriftet diese selbe Begebenheit. Und wo sie in Loch durch den Tag gerufen. Und in Lukas, sei wie dieselbe Begebenheit, wo die auch redet von der Tag opdagen, dass sie den durch Jesus raufladen. Now, wenn wir diese Geschichte lesen dann, hier sind die zwei Männer, und die bringen ihren Freund hin in Jesus. Die wollen ihn so Jahren halten. Und die sagen dann, wovon es schon dort wird sein, wovon absein dort wird geben, dass sie sich even dort nötig haben, am Daten abzukriegen, den Tag abzudaten, und Jesus, du für, ihren Freund, du für Jesus raufzuladen. Das sind dann, wovon absein dort wird geben. Aber der handelt da noch ewig. Kan je hier wat ik Jeroens gereed heb? Ik heb Jeroens als een humanist gereed. Ik heb den Fokus op de doden van den Mensch gezet. En ik heb den Mensch hooggehoven. Ik heb wat ik Jeroens gedaan heb. Wat ik Jeroens gedaan heb, ik heb emphasis gezet op deze mensen. We hebben die zoveel ewig. En ik heb daar geloven hooggehoven. Weet je, totdat wird das hier überhaupt nicht geschrieben. Denn den Mensch hochheben wird das hier nicht geschrieben. Das wird der ein einziger Zweig, wie das passiert. Dass Jesus sich wiesen will, dass er Macht hat, Sünden zu vergeben. Das ist, was das Ganze ist. Und dass er die Menschen dort weiß, even wenn die das anschauen aus einer Lasterung. Warum kommt das so fair, dass wir eine Lasterung, dass Jesus sagt, die sind die Sünden vergeben? Weißt du was, hier sind even Gott seine Feinde. Die stimmen mit Gott mit an. Wenigstens, wenn sie sagen, wer selbst kann Sünden vergeben als Gott, du wirst 100% reichen, even Gott seine Feinde, die geben Gott Recht an. Die stehen mit Gott mit bei. Das ist nicht so, was ein Mensch tun kann. Was wir Trouble über? Sie werden arg über wer Jesus wird. Das wurde am Ende zu fair kommen. Wenn sie das heute können verstehen, Gott ist jemand uns, dann wird das gleich eine Lasterung gewesen verehrt. Aber wenn sie arg werden über wer Jesus wird, werden sie auch arg, dass das Mensch der Fried hat, Sünden zu vergeben. Aber dort prüft Jesus erfurt. Der prüft erfurt in seinem Amt, dass die wollten, dass die Menschen sehen, Macht auf Sünden zu vergeben. Nicht, weil wir ihn schon mal beprüft haben. Wenn dem Wunder, was Jesus tut, dass dort noch nicht der Beweis soll sein, dass Gott ist Gott. Oder der ist von Gott. Wenn die Wunder noch nicht groß genug sind, dann wollen sie keine Wunder kommen, aber sie wissen nicht, actually, dass das von Gott wird. Wegen sie weiten nicht an Nikodemus. Nikodemus, der kämpft plittert sich aus. Wegen er sagt, in sein Zeugnis als reich, er sagt, wie wollten, Gruppe Pharisäer, der Fürste, der Lehrer, der religiöse Führer, wie wollten, dass die von Gott bist. Wenn es das denken, dass die von Gott bist, wie sich du an in die Dinge, was die das. Wenn es keiner kann so eine Dinge tun, ist das, wenn es nicht von Gott ist. Na, wenn die anfangen, Jesus bloß als ein guter Mensch zu nennen, wenn das bloß ein guter Wunderwerker ist, wenn das so weit geht, wenn das so weit ist, dass die in die Kenntnis geht, von wer Jesus ist, kein Wunder, dass Menschen dort wird sich herkommen. Dat die lasteren dat. En dat wordt ook een gelaster zijn. Wanneer du een mens wordt opgestoten haben, en wanneer nu nog van delen, ik zou zeggen, die zijn die Sünden vergeeft. Die best nog niet buisvaardig, die leeft nog graag in de wereld, dus geen andernis in die hart te zijn. Wo kan ik zeggen dat die Sünden vergeeft zijn? Wer zie ik hem die dat zei?
Das ist warum das so wichtig ist. Dat wie dort, was Paulus in der Römer schrift, dort ist der Jes, was uns in Jesu Zeugnis gibt, dort wie Gott seine Kinder sind. Dort ist der Jes. Ich will nicht kommen zu gehen sagen, die sind die Sinnen vergeben. So ist die Salzweitnis, die den Sinnen vergeben sind. Da wirst die Salz spüren können, dort die frei bist. Meint dort, dass die wirst in Charismatik sein, dass die nicht wirst eine falsche schaftig sein? No. Der Jes wird dir das offenbaren. Aber wo willst du, dass deine Sünden vergibst, wenn du nicht glaubst, dass du ein Sünder bist? Das ist noch die nächste Frage. Wenn du sagst, Menschen, die sagen, das sind nicht so eine schlechte Menschen, das nicht, dass die fehlt so viel Sünden zu vergeben. Ich meine, Jana soll es mal begreifen, dass Jesus für ihn gestorben ist, aber für mich würde das nicht so nötig gewesen sein. Dort bewies uns verlorenen Zustand. In unsere Blindheit, in unsere Tod, so tot ist wie sind in den Sinn, waren wir nach denen zwei sein. Aber was wir wollen uns von der an besäuen, ist das. Wir wollen uns selbst testen. So wie noch einmal einen gewissen Punkt Humanistik. Wird wir uns gerade der Fokus, wenn wir bis diesen Tag sie überlesen dann, wo wir unsere Gedanken das erste. Wir in unsere Gedanken, wie diese Menschen, die so viel Raum geben an den Nächsten, die so viel ewig haben, die das nicht wird sehen, aber wir wollen diesen Freund halten. Und die haben aber so einen großen Glauben, und eben, Jesus sagt, ihren Glauben, und als er ihren Glauben sagt, dann sagt der Simon mutig, die sind die Sünden vergift. Der dort unsere Gedanken auf den Menschen wiesen. Ich will Ihnen eine Frage stellen. Hört sich das so aus, wenn Jesus sich über diesen Glauben wundert? Hört sich noch so. Der staunt über den Glauben. Was haben der bloß für einen Glauben? Du, wir aber noch einer, dort wir ein römischer Soldat, ein Hauptmann oder ein Koronel wird wie sein, ab Spanisch. Und der kämpft nicht Jesus und der hat so einen großen Glauben, dass er das nicht motiviert ist, dass Jesus in seinen Tag kämpfen. Jesus, der wundert sich über den seinen Glauben. Und er sagt zu seinen Jüngern, aber am Nufall den Don, so ein Glauben hat nicht mal in Israel gefangen. Wenn wir missen dann, wer Gott ist, wenn wir dort nicht verstehen können, wer Gott ist, dann können wir vielleicht auf einmal glauben. Dass Gott sich wundert über was von großen Glauben der Mensch hat. Aber ich will haben, wir wollen nur mal ein kleines anholen. Glaube je, hat Gott sich noch nie nicht gewundert über was er selbst in Sturm ist zu tun. Habe du mal über gedacht? Yes. Gott, der fängt an, der sagt, als alles anfängt, so fängt die Bibel an. Dann mir kein Himmel und Erde. Und er sagt, das ist gut. Er wundert sich darüber, wow, er ist zufrieden mit was er gemerkt hat. Und er merkt wieder, und er geht wieder mit der Schöpfung, und er merkt nach Menschen, sagt er schließlich, das ist so gut, das ist Gott bewundert dort, was er selbst getan hat. Yes, Gott ist impressed mit was er in Sturm ist zu tun. Now, von wo kommt dieser Mann ihr Glauben her? Von wo kommt der Glauben her? Weißt du was? Gott ist da, was uns den Glauben gibt. Das sei wie um Petrus. Als Petrus der Bekenntnis gibt, wer Christus ist, dann sagt Jesus dort, das hat Fleisch und Blut die nicht geopenbart. Er hat andere Übersetzung sein, Menschen haben die das nicht gesagt. Das hat mein himmlischer Vater die geopenbart. Ja, mal. Das ist Gott, wer den Glauben in uns wirkt. In Epheser 2. Das ist ein Geschenk von Gott. Wir glauben haben, das ist ein Geschenk von Gott. Gott ist dort, wo das alle merkt. Und dann, wenn er das gemerkt hat, oder wenn er das gegeben hat, dann wundert er sich darüber, was er nicht erst ein Sturm gewesen zu tun. So, das ist korrekt der Punkt, wo wir müssen verstehen, dass wir den Fokus von den Menschen wegnehmen und dass wir den Fokus auf Gott sagen. Der den Glauben in uns angefangen hat, der wird den auch fertig mehr in Hebräer 12.
Die Schrift kann nicht klarer sein als das, von wo das herkommt, da wir einen Glauben haben. Nou, hier sagt Jesus, als er einen Glauben sagt. Als er einen Glauben sagt. Wenn wir das auch nicht verstehen können, von wo diese Männer ihr Glauben von herkommt, da wollen wir die ganze Geschichte nicht verstehen. Aber wir wollen die auch nicht verstehen. Nou, was wollen wir hier reinnehmen? Wir wollen hier 3 Punkte reinnehmen. Erstens ist, wir müssen verstehen, dass Jesus absolut souverän wird über diese ganze Begebenheit. Er wird absolut souverän. Heute wird da, wie diese Leo können durchstellen, dass diese Menschen so desperate werden, dass da so eine halb sagen, was das passiert. Jesus wird absolut souverän darüber. Dass diese Männer, und was diesen gelähmten Mann, was er mit Rats drehen, was machen sie all belebt haben mit denen? Dass sie so desperate werden, dass sie so ewig nach Rot schauen. Kann es sein, dass sie den mit großer Qual haben manchmal durch sein Leben und dass den seine Familie sich nicht Rot weiß, die weiten nicht wo haben mit denen und die stunden alle halblos rum mit denen. Rot als 1000-mal alle. Und das geht nicht unter sein, wo der Lieden macht. Kann das sein? Of course. Wer mögt die desperate situation? Wer mögt das so, dass sie so desperate werden? Würden wir wollen so tun, das aussprechen? Würden wir wollen sagen, yes, die so tun, der schulden. Aber was sagt Gott? Er hat Salz, das Salz, die ihr für sich nehmen, er nimmt Salz Responsibility auf sich, wenn er kommt, dass du Blinge sind, wenn er kommt, dass du Lume sind, wenn er kommt, dass die Menschen krippelt sind, oder Gelähmte. Sagt Gott nicht Salz zu Moses, ha, ich, dort nicht alle gemerkt, ich der Herr? Und all das sehen wir dort, dass als Jesus für diese Lehre durchgestellt hat, dass diese Menschen sollen kommen. Nicht um die Menschen zu wiesen, aber dass er ein Punkt proben wird, dass er Sünden vergibt. Dass er der Einzige ist, was der Macht hat, Sünden zu vergeben. Now, die Einzige würden sagen, wo kostet die so sein, dass Jesus diesen wird so viel andauern, dass Jesus den wird so viel andauern, so viel Leiden andauern, bis zum, dass er sich wohl verirren damit. Sie, humanistisch gedacht, yes. Das ist nicht recht. Like, woran wird Gott in Mensch mehr und in Leiden, bis zum, dass er wohl ein Punkt proben durch? Weil denk bis an, was hier passiert. Wegen ein einziges Ding, Gott will sich proben. Und Gott will das proben, dass die so tun kann, die nicht andauern, kriegen nun Worte, die andauern, die so tun, was die nicht von Gott wegdrehen. Wenn du Gott sein Kind bist, wenn du Gott sein Deiner bist. So ist Gott Zeugnis ja von hier. Hast auch gehört, ab mir Deiner hier. Der hat einmal was drauf hast. Der sagt mir nicht auf. Der so tun verklärt, den prüft den alles euch da unter und Gott lädt den. Now, aber dann würden einige sagen, aber hier, das ist eine andere Geschichte. Warum wird Gott wem so quälen? Den wir so desperate merken. Bosten, dass er eines Level wiesen. Weil, was sagt Johannes? Nee. Weil du mal, halt in steht in Matthäus, weil wir mal in Johannes 9 gehen, Vers 1 bis 3. Wenn's, eines so, wir machen klar haben, wenn wir nur behandelt werden, nur noch unsere Sinn werden, dann halt wir alle lang müssen leiden, und wir wollen alle lang in der Halt. So, dass wir hinten noch sehen, und dass wir uns noch kennen, diese Geschichten überkriegen, das bis Gott sie nicht genug. Aber immerhin, als Jesus vorbeiging, sah er einen Mann, der blind geboren wird. Seine Jünger frühen an, Lehrer, wer hat gesündigt, des Mann oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Er lässt das mal sich ansehen. Wem seine Schuld kann das sein? Es sind nicht immer die Menschen Trouble, die wollen irgendwo eine Ursache anweisen, das ist, worum das passiert ist. Das ist, no, Jesus sagt, das ist gleich dort. Jesus sagt, der Mensch ist nicht deswegen blind, dass er oder seine Eltern gesündigt haben. Also, in anderen Worten, der Sinn ist gleich die Ursache, warum er blind ist.
Hier ist eine andere Ursache, hier ist eine gerade Ursache. Aber du wegen, dass Gott seine Worte an am Tag kommen soll. Wenn du wegen blind wird, dass der Sinn nicht hat, aber wir alle blind. Wenn wir du wegen gelähmt werden, wegen wir sind, dann sind aber alle gelähmt. So, dort spielt hier keine Rolle. Das sind erst sowieso. Dass wir nicht blind sind, dass wir nicht gelähmt sind, dass wir nicht krippelt sind, ist alle Gott seine Gnade. Aber er hat welche Menschen, was er zu brücken wird, bis zu diesem ein Zweig, zum sich wiesen, zum sich verherrlichen. Fangt die dort an zu trübeln in den Denken, dass Gott wird wem extra Lieden lassen, bis zum, dass er wohl einheitslich proben. Fangt die humanistische Sache nicht an, nur zu verschwingen. Wenn wir anfangen zu kicken, dass wir überhaupt nicht den Menschen glauben, dass wir überhaupt nicht, wir überhaupt nicht wegen den Gelähmten oder nicht den Gelähmten. Die Hauptursache von dieser ganzen Geschichte wird, dass Jesus wird wiesen, er wir souverän über Sinn vergeben, dass er das in seine Macht hat. Na, wir hatten 2 Jahre hier an da gekickt, Jesus wird souverän über die Natur. Er wird souverän, er hat die Kontrolle, die Natur ist am Ungetun. Er sagte, dass der Wind in die Wellen still, und dann sind die am Gehorsam. Und dann sehen wir dort, der sagt, souverän über Büternatürliches. Gäste, bei sie Gäste, die in der Gästewelt leben. Auch die sind am Ungetun. Er ist souverän, und hier also noch ein Leben. Das geradste Port, was uns angeht. Dass unsere Sünden vergeben sind. Dass ein ganz heiliger Gott, der was perfekt ist, der was keine Sinn dulden kann. Der bei ihm ist absolut Perfektion. Wenn wir das können verstehen, dann wird uns nicht betaler aufholen worden über unseren Sinn. Aber wenn wir hier noch in das Fleisch leben, in unserer Schwachheit, in unserem Verstand, begreift das noch nicht, wie schlimm unser Sinn wirklich ist. Kann wir das nicht verstehen, was das meint, wenn er sagt, die sind die Sünden vergeben. Kann jemand, der geradste Nachricht, die geradste und der beste Nachricht, was ein Mensch jemals kann hören, das ist, dass Gott nicht von einem Mensch kommt, aber dass Gott selbst sagt, die sind die Sünden vergeben. Das ist die geradste Nachricht, was du jemals kannst hören. Tell dir mal eben, der König David, als er sich so schlimm vergehen hat, in Psalm 32, und er wisse nicht ruht mit seinen Sinn, wo schlimm das wird. Und ich will ein bisschen mal im Denken mehr. Weil man sagen, die haben exakt das getan. Die haben den Nuber umgebracht. Es gibt wem haben euch genommen dort. Die haben den seine Früh genommen. Aber dat alle über diesen Zweig getan, dass die von Bütenhand Schmack lassen. Dat keiner das soll gemerkt haben, was die im Geheimen getan haben. Entweder irgendwo ein Argleich abgestaltet, der nur du dich soll zu Tod kommen, oder ein Assassin genommen, oder was immer. Aber die haben das nicht getan. Das ist wie einer von uns, was das nicht getan hat. Uns gewissen, was wir das tun? Uns gewissen. Wird wir glauben, das Ding zu vergeben? Wo sage ich, wo fange ich mal an von zu reden? Ich kann nicht mal davon reden. Da wird alles verstehen. Was ich habe und was ich jemals geprüft habe, mag die Menschen abzubieten. Das wird alle zu Grund machen. Und der nächste Ding ist, der ewige Struf hängt über mich. Der ewige Verdammnis. Was Gott über so ein Mörder uitsprechen. Gott kann nicht so eine Sinn aus dort tolerating. Der kann nicht. Unser Leben ist gründlich, sehr schlimm. Und wir sind nu in so einer Desperation aus dort. Wir sind in der Leben. Ich kann mich nicht mehr davon zu reden. Wenigstens dann wollen sie niemanden dort bestrafen. Ich weiß nicht, wo ich mich handreden soll. Die werden uns ab ihrem zu Kopf sagen. Wo jetzt die was haben? Wirst du auch, was du kommst, wo die König David sind? Tag und Nacht trägt seine schwere Hand an. Er verkäumt es in der Sommer hat.
So ist, wenn er in der Wüste ist, wo das jammerlich so heute ist, und nicht einschalten wird zu fängen, in ohne Wutter, und ich verkomme hier. Und das ist gute Nachricht. Dann auf einmal zu hören kriegen, und der Herr hat deine Sünden vergibt. Der Sinn, was ich jetzt abgenannt habe, wo die vielleicht glauben, okay, du hast von der Eue Sinn geredet. Ich meine, ja, da würde das schlimm sein. Dann würde da würde ich auch verkommen aus einer Sommerheit. Weißt du was? Wenn die über den Sinn noch nicht verkommen sind, über der wird wirklich in Jünd ist, oder was die alle in Jünd gewusst ist, dann fürchte ich, auf das Verständnis über was Sinn ist, noch nicht da ist. Wo schlimm der Sinn ist, wo ich dann noch nicht begriffen habe. Wenn wir glauben, ja, wenn ich sonst dort was getan habe, da würde ich auch verkommen aus einer Sommerheit, aber dort habe ich nicht getan zu einem Gott. No, you don't understand. Das Lehre, wo schlimm der Sinn ist für Gott, der ist so sehr schlimm. Dort, wer dort auf einmal sein kann, wer Gott ist, wo herrlich Gott ist, wo nichts he kann mit Sinn zu tun haben. Und ich besäu mich, ich gehe vor dem Spiegel kicken und so bis wie ich sehe, und ich besäu meine Gedanken, wo das ich für einen Raum gewandert habe, und ich besäu dort, wo ich einen anderen beleidigt habe, mit Schoppe wird, und da fangt man abzuklappen, like, wo drehe ich mich schließlich bis hin, mit meinen Sinn. Wo gehe ich bis hin? Wo kann ich mich bloß verstärken? Aber wunderbar kann ich prachen, und der soll bloß mal auf mich abfallen, und mich verstärken für Gott sein Euer. Bei Gott. Der wird mit Sinn gerechnet, überall nicht. Jeden, die wird kommen, der hat auf einmal gerutzt eine andere Nachricht für die. Sag ich, no, deine Sinnen sind verjährt. Can you imagine, what that bei einem Menschen, aber weißt du, was das was bei den Sünder? Der gute Menschen passiert uns das nervös. Die Pharisäer, der wird gute Menschen werden, wird du noch sogar danken, dass sie so gut wie ein Ritt gekommen. Die können diese Fehlung, was auf meinen Sinn für jeden nervös mitfallen. Und das wurde der erste Sinn da, das Evangelium, das mir das gerade zu schätzen da. Aber trainen uns, Thema. Jesus wie absolut sovereign. Der hat das Verfall in seine Kontrolle. Diese Begebenheit sich so wird nehmen aus der Deutsch. Haben wir sovereign, das habe ich von Johannes 9 gesagt, haben wir sovereign, dort even wo die geboren waren, mit was von den Defekten, mit was von den Fehlern und mit was von der Krankheit. Und dass wir absolut sovereign, dort wird in so eine Lehre zu liegen kommen, aus dieser Licht. Und Jesus wie absolut sovereign über diese Familie, die herum sich hat, und wo die dort jammern, und wo die sich nicht gut wissen mit denen, und dort die diese Gefälle da ging, du wie auch absolut sovereign über. Wegen Heirats hat dort so abgestellt, dass es das soll sein. Na, das ist noch eine Begebenheit, was viele nicht wollen, nur horchen. Die wollen dort nicht so haben, dass es das soll sein. Aber wenn wir mal eine Sprecher sagst hier in Gehen, du sagst wie auch, dass Gott hat alles, was er gemerkt hat, das hat er alle für ein Zweig getan. Das redet hier von selbst, was ist auch ans Thema von der und erst, aber du kannst ihn Lehr von ihm. Hat ein kleines Geduld, weil wir uns dort überlesen, in halt jene steht in Matthäus. Aber ein Sprecher sagst hier, du Levi, ein den Krieg, was uns soll halten, von diesen ten Anspunkt von der du Hansaten, wo die Haie hier. Sprecher sagst hier und sagt, Menschen können eine Sache planen, aber der Herr hat das letzte bestimmende Wort zu sein. Ein jeder denkt, seine Wege sind rein, aber der Herr und ihr Sieg wird den Mensch trifft. Übergib dort den Herrn, was du am Hort hast, und die wird dort mit deinen Plans gleich. Und diese plottische Versatung, ich glaube, hier fehlt sehr zu grooven. Aber natürlich, dass ich habe noch so eine andere Übersetzung, das ist mal immer studiert. Aber hör mal, was die vier Vers sagt. Der Herr hat alles zu seinen Gutdenken getan, sogar einen Gerichtstag für den Gottlosen bestimmt. Now,
Want wie wollen Gott in gevallen doen, dan moeten we best in zijn voet nemen, verdrehen dat en dan dat nog in een beeld trekken. Hört mal, wat die werkelijke Zeitung sagt. Yahweh has, and it's from the LSB, Yahweh has made everything for its own purpose, even the wicked for the day of evil. Niet over dat je dat even raar zaten, nee? Dat ik dat niet gewoon zo schlimm zal hören. No, der hat even die Böse bestimmt. Der hat even die Böse bestimmt für den Gerichtsdag. Nicht den Gerichtsdag bestimmt für die Böse, den Bösen bestimmt für den Gerichtsdag. Nou, wenn das so deutlich geht, ist das. Und was ist das, du gegen Fäden? Wenn Gott was getan hat und hat was geplant, wo das will, und zu was alles will brauchen, und wenn uns das trübeln das stalt. Das soll wie Gott fair sein. Und was ich spreche wieder? Der Herr konnte Stalte nicht verdrehen. Ganz sicher waren sie nicht ohne Struf wegkommen. Gegen Gott Fäden, das ist der schrecklichste Stalt, wo ein Mensch leben kann. Nicht mit Gott mit einverstanden sein. Okay, mit wem bist du da mit einverstanden? Mit die Salz? Nicht die eine Gott denken? Of course, das Stalt. Und das würde so tun, sie ein Stalt von herkommt. Der Trü hat gelaufen, abrechtig sein und kämpft Sündenvergebung. Der Furcht für den Herrn blieb einer Weg von Bösen. Und sagt dort, wie? Furchen für Gott. Dort hält die Weg von dort Böse. Nou, wenn die Gott ist gegen anderen das, dann sage ich mir, wie viel Furcht hast du für dem? Wie viel Furcht weißt du dort, dass du für Gott hast? Wenn die Gott gegen anderen das, wenn die Dinge nicht stimmen, dass Gott das, das hat ihr alle in sein Wort gesagt hat. Wenn die dort nicht stimmen, was ist dort? Ist dort Furcht für Gott? Oder soll Gott nicht Umfang Furcht haben für die? Oh, einer oder der andere. Wenn den Herrn einen Mann seinen Weg gefallen, merkt er sogar seine Feinde mit an in Frieden leben. Und die Frage, die würde ich jetzt noch wollen, die bei uns sehen. Aber ich denke, es von Gott, das ist dort wel. Und der wird die Dinge alle so führen, und even dass deine Feinde mit dir zufrieden sein, oder dass die nicht mal anders können. Wie wollen dat von der ersten Tag, du als Atheism, als ein von der Hauptaufgabe, was wir von der ersten Tag sein. Und du sind ganze Organisations, die wollen nicht sagen, dass du ein Gott bist, aber die fährten du gehen. Die wollen das nicht so haben, dass du ein Gott bist. Aber even die Atheists, die machen einheitslich von Gott seine Menschen unerkennen. Wie gleichen die? Gleich die. Eine University in den States, die haben einen Christ, bis der Rück gestoppt. Die haben ihn aufgesagt, dass er nicht länger studieren kann. Und was glauben wir wieder passiert? Der Präsident von der ALC, oder der Organisation, was Atheism promoting that, der ist Dahl. Über den Principal, über die Leitung von der University. Und der kam an und sagt, das kann ich nicht tun. Ich weiß, wir stimmen nicht mit denen, der hat sie nicht, aber weißt du was, das ist ein von den leibstollsten Menschen, die wir hier haben. Wir sind so gehalten worden durch den. Das sind Atheists, was Zeugnis ja von einem Christ. Und das gleicht den. Das ist korrekt dort, was Gott tut. Dort even seine Feinde, die kommen ver am Hand hinein und die anderen kann dort, was Gott tut, das reich. Ich habe dort nicht sein, was hier so passiert mit diesen Pharisäern. Die kommen und anderen kann dort, das nicht reicht, dass ein Mensch Sünden vergeben kann. Die halten das Ganze, diese ganze Geschichte, was Jesus hier selbst abstellen hat, die halten danach, die Verdacht zu bringen. Und dieser Punkt, wo ich von Johannes 9 habe und von Sprecher saß hier genommen, das ist ein Punkt proben. Er hat das bestimmt, dass das alles das soll passieren. Das wir in seiner Kontrolle. So der Mensch sehen dann, als hier nicht uitgebleven.
Wens, wann, en klein beetje terug naar de vrouw waar ik had, wo vernehmen wir diese Geschichte? Als onze wonderung hier so von den Menschen, dat die so viel ewig haben, dat die so einen großen Glauben haben, like, als dort, wat wir diese Geschichte nehmen können, weil dann, wenn das ist, dann sei je humanistisch, menschlich, fleischlich. Wenn ans Punkt aber hier gekommen ist, dass Jesus uns hier proven, dass er sovereign ist und dass er Sünden verjährt, wenn dort die Hauptsache ist, dass Jesus hier dort wiesen wird. Erstmal, wenn jeden Punkt auf einmal wird, wenn jeden Hauptsache auf diese Geschichte wird sagen, wow, was hat Jesus für ein Wunder getan? Nicht der Luma, nicht der Krippel, oder der Gelähmte, nicht hat jemand sein eigenes Bad durch, nicht dort meine Hauptgeschichte hier geworden. Und ich glaube, das ist auch noch wahr humanistisch. Die Hauptsache in dieser Begebenheit ist, Jesus ist sovereign über die deine Sünden zu vergeben und die Rechte mit Gott. Porque wenn wir diese zwei Botschaften besäuen, Jesus ist sovereign über die Natur. Das hält die noch nicht, dass die reich ist mit Gott. Jesus ist sovereign über das Übernatürliche. Die trifft bei sich Gäste uit und all das. Das hält die auch noch nicht, dass die reich ist mit Gott. Die Lehre ist noch so schlimm, als es werden kann für Gott. Even wenn Jesus auch sovereign ist über das Übernatürliche. Bei sich Gäste sind am Unjadun. Alles fällt für am Hand und unerkannt, dass er der Sehen Gottes ist. Weißt du was? Das hält die noch nicht, dass die reich ist mit Gott. Wenn deine Sünden nicht vergeben sind, dann bist du nicht besser auf, als die bei sich erst was zurückgedreven worden. Da wat die wat halten dat, wat die wirklich du Reichtum merkt für Gott, als dass Jesus selbst sagt, deine Sünden sind vergift. Und wir weiten um das Evangelium an. Dort ist die Strafe, wie sie sollen leiden, da kriegt Jesus, und die in unserer Stadt leiden, das ist die Naturing für uns gemerkt. Worin Gott nicht zufrieden ist. Wenn Gott ist ein abbrecher Gott, der verlangt, dass jeder Sinn für ihn betont ist. Jemand perfekt sein für Gott, dass der jemand überhaupt annehmen kann. Und dann sagen wir sind aber nicht perfekt. No, weißt du, warum wir perfekt sind für Gott? Wenn das nicht wegen wie perfekt sind, als wegen Christus perfekt ist. In den sie perfekt sind, wird ab uns teuer sprechen. Das ist die geradste Nachricht, was der Mensch jemals hat können hören. Die geradste Nachricht. Und da haben wir in dieser Geschichte. Wenn das ist, was du hast für nachgekommen, dann hast du recht verstanden. Das geht nicht nur so um diese Menschen ihr Glauben. Yes, das geht um der Glauben. Aber das ist nicht der Hauptpunkt. Das geht nicht so sehr, dass ein Gelähmter mit seinem Bad nicht geht. Das ist nicht nur dort die Hauptsache. Die Hauptsache ist, keine Sünden sind vergift. Das ist, was diese Geschichte uns gewesen hat. Aber wer das, was du brauchst, dass diese Geschichte sich so rannimmt, das wie Jesus selbst. Da wir sovereign über diese ganze Lehre, dass sich das auch wird so rannehmen. Du hast noch einen Punkt, wo wir können brauchen, um dort proben, dass diese Menschen, diesen Gelähmten durch Hand brauchen. Dass wir noch einen Punkt, wo wir können brauchen, um dort proben, das ist in Philipper 2, Vers 12. So, liebe Freunde, sagt Paulus. Was ich du wird, gehorch je in deuten, was ich sehe. Dort nie auch so wieder, wo ich nicht du sie. Schauf mit Farchenzetteln, dort gesäulig worden. Weils, Gott wirkt in den Bäres, dort wollen auch dort vor ich mehr und so es am dort gefällt. Weißt du, was Gott, der wirkt. Dort diese Menschen, ich glaube, die waren gesattert haben, wenn die waren ihr Freund gesehen haben, durch Lieden. Like, wo soll man die wem so ein Lieden, dass die Wellens best kreiten don't derchtigung, was immer braucht. Kreiten don't, was die Menschen von die denken. Kreiten don't, was braucht. Kreiten don't, was wenn sie in Hüsti mal verstehen. Dem den nur derchen Tag luten. Und kreiten don't, was du von denken. Was muss die old belebt haben, dass die dort all an don't ist. Wie viele Versen hat muss die an derchtigung? Nicht, dass ich das in Kontext reinnehmen. Aber guck mal,
was Paulus uns hier sagen, der wird uns dort bis nach bekrafen, dort wir Gott sehen wollen, Gott sehen wollen, Gott sehen vorig mehr, und das heute dort will. Und mit dort prüfen wir dort. Dort Jesus wir, Punkt Nummer 1, haben wir sovereign über das, dort sich wird es das Raum nehmen. Und der zweite Punkt, was ich will von dir betrachten, was wir wollen kicken, Gott, der wirkt so Desperation, so eine, weiß nicht mal, was die plottische Wort wird sein. Aber God created the desperation in these men to carry their friend to Jesus. Da wird mein zweiter Punkt sein, den habe ich actually gecovert. Aber wie Gott gerät, was die in so eine Lehre anbrach, dat die einfach nicht andere Route haben, dat alle andere auch nicht mehr wichtig wird. Das ist ein Don, was die Menschen von uns glauben. Die haben so eine Desperation in uns Nähe gesagt, dass wir das keine andere Route haben, und sagt, macht bis nicht Jesus. Und weißt du was, die Kenntnis haben, über wer Gott ist. Und dann die Kenntnis haben, über was unsere Lehre ist, ohne Christus. Die Lehre, die bringt so eine Desperation in uns Hand, dass wir einfach nicht mehr bloß nach Gott gehen, nach Jesus gehen, wir ran nach den. Das würden wir immer machen, den Sinn von Tag bringen. Das würden wir immer machen, die Lehre durchstellen, wo schlimm die wirklich ist. Dort Menschen nicht bloß hupen, dass sie gerat sind, nur dass sie nach Jesus ran. Und aber wir wollen nicht nach Jesus kommen. Wir wollen nicht nach denen kommen, wenn wir nicht desperate sind, über das wir wollen gerat sein. Wir wollen nicht. Wir wollen nicht. Wenn einer wird Haus nicht abschreien und sagen, das Haus ist hier um 4. Was würdet ihr tun? Die würden nicht viel tun. Wenn sie glauben dass nicht, dass das Haus um 4 ist. Und deswegen bleiben die ganz fernseiten. Die moven je nicht mal. Warum, wenn sie sind nicht desperate? Der Leo ist durch zu sein, dass das so schlimm ist, als ich das gesagt habe. Und die wollen dort tun, nur aus der Leo Rama jünd ist. Aber wann das hier wirklich um 4 wird, und die sagen dort, das wir um 4, da würde ich euch so daran denken halten, da würde ich als selbst ran. Dort ist dort. Das ist jetzt uns gerade so Trouble, dass wir vielleicht nicht sein, wo schlimm unser Sinn ist. Du willst ran, wie nicht sein, nicht Jesus. Und Gott ist das groß für diese Desperation in uns wirken, dass wir sein können, wie besser, wir ran unser Schutz. Wir ran, wo wir beschützt bleiben. Wir ran, wo wir können, ja, aber wenn du ein guter Mensch bist, wenn du nach Nares nicht so schlimm gesündigt hast, oh, dann sind du doch so neidig. Nicht Jesus daran, of course not. Das ist danach nicht. Dann fehlt dir nicht so neidig. Wenn du verloren bist, wenn du weißt, dass Gott sein Gerecht über dich kämpft, und wenn du sitzt, der Hall, der ragt der Müll ab, zum die abschlucken. Und du weißt, dass du wirst nicht rauskommen. Wird deine Desperation dann nach Jesus zu kommen, geraten worden? Yes. Und wer glaubt je, dass diese Lehre du handstellen, dass du desperate warst? Das ist Gott selbst. Er ist sovereign darüber. Und der dritte Punkt, der dritte und letzte Punkt, was uns das alles soll bringen, das ist zum uns dort wiesen, dass Gott der Einzige ist, wer durch Macht hat, Sünden zu vergeben. Eben seine Fien weiten dort. Eben seine Fien weiten dort. Er ist der Einzige, wer der Macht hat, uns die Sünden vergeben. Now, was bringt uns Patur? Und das wir das all mehrmals erwähnt haben.
Gott gerut selbst wirkt mit sein Geist an, dass wir bei du kommen, dass wir dort sein. Wo neidig uns diese Sündenvergebung fehlt. Und dat hij bij iedereen een wem heiraten dat. Wanneer ik wem offending war, dann loopt het zo zijn. Dat ga ik al eenmaal. Aber ik wil je dit zeggen. God wordt het bij iedereen een wem hij zich wilt te raden. Die wordt daar in een desperate situation nemen. Dat die woorden in de radung zien. En wanneer we zijn dat we werden in de radung zien, dan weet wel God zijn hand als doel aan arbeid. Wenn es diese Worte von Matthäus 7 sagen, Herr, hab ich nicht, die wollen den Himmel nehmen. Die wollen den nehmen. Das ist gut, dass die nicht nehmen wollen. Aber die waren ziemlich desperate. Die sagen das Himmel an, dass wir können nicht selbst. Die glauben, bis sie haben selbst können. Und wenn sie selbst haben können, niemand Gott mir den erlauben. Ich habe mir das verdient. Und Jesus sagt, weg mit den Geschlechten. Das ist nicht so, was wir uns als Herrn verdienen. Die Radung, der Kampf allein einzig von Gott, und heute dort nicht die Menschen besäuen, die hier in der Welt gerat sind, dann du noch, was die Menschen all hier wollen, du noch dort heute dann rat. Dort eine Jahr, dort muss wir verstehen, dat die leeuw en die wat we wieren, zag keiner in de Radung. Keiner von uns war dort an, dat wir verloren wir. Und wann uns noch wird, wer gesagt hat, oder wann du noch wer uns das Evangelium verholen deut, und die vertalen uns von Gott, dann war wir bis nicht so doll über den, sonst dort habe ich nicht. Wir sind noch in der Kirche. Oder wir würden sagen, no, ich sehe gut, ich sehe nicht die erste Sünde, dieses Mal ja das Evangelium vertalen, mir das liegt ein groß besuchen, den fehlt das Evangelium, aber nur, ich sehe nicht das gerne. Aber weißt du was, das ist ein bisschen Beweis von wo ignorant wir noch sind. Das ist der Leo in der was wir wären, vor dem, dass wir gerat werden. Was passiert aber? Dass wir auf einmal bei dem Punkt kommen, dass wir desperate werden. Gott in seiner Genüge will sich uns, wie uns das will sich uns von der Aufgabe renten mehr. Uns mal, was du bringst, dass uns mal Dampf kämpft, was wir bis glauben, was wir uns bis in uns Kopf haben selbst eingebildet. Hesekiel 36, das ist so klar mit. Gott will sich dort uns, das Steine noch hat, rieten, ich sage nicht Ritte nehmen, wenn die mir das wollen lot mir das noch einmal mit betonen. Gott deut nicht uns eine Freiheit freuen, als wir uns schon an das Wort einmal würden übergeben. Nee, Gott sieht, ich wollte du rieten. Da wir sehen nicht da. Und er fragt uns nicht erst eine Freiheit. Und er sagt, er wird uns ein fleischendes Hort geben. War das ein fleischendes Hort, das ein empfindliches Hort? Wie fangen das auf einmal an zu sein, wir sind nicht wie wir? Woran wings? Gott hat uns empfindlich gemerkt zu sein. Und dann sagt Gott, und ich würde mein Geist geben, und ich würde so merken leben, so aus meinen Geboten dort verlangt. Amen. Halleluja, sei wieder nochmal. Weißt du, was, wir rennen alle Gott, und er fragt nicht uns nicht gedei, wo er das soll tun, auch nicht eine Freiheit. Da wir sehen nicht da, und er fährt das auch so derch. Nicht gleich wieder, dass das dort ist. Wenn es nicht so wird, wir würden nervös selbst haben. Wenn wir davon abhängig gewesen, ich soll eine kluge Entscheidung nehmen, ich würde noch einmal nicht haben. Und ich würde 10.000 Jahre eine halbe gewesen, und ich würde noch einmal nicht haben. Gott sei Dank, dass das sie nicht da wird. Und das woran wir müssen bei den Punkt kommen. Kam das Mann, das gelähmte Mann, du vergisst ein Pracher, das ist eine Sinnvergebung. Hier wie du irgendwo, dass das gelähmte Mann actually früher eine Heilung. Könnte er überhaupt noch. Das ist nicht was beschrieben davon. Er sagt, diese Menschen ja glauben.
Und er wundert sich über den Glauben, aber wer hat da den Glauben gegeben? Wer hat diese Situation so eingestellt, dass die so desperate waren, dass die so desperate nicht Jesus sah und halb sah? Wie Gott alles, was das hat, und das Gott, was kriegt, was Gott in uns tut. Der merkt uns so desperate. Wir sind so sehr verloren auf einmal. Wir werden verloren, wir merken das bloß nicht, aber wenn er uns erst im Leben bringt, dann sagen wir, wo verloren wir sind. Und wir waren desperate, und wie verkommen das Psalm 32 sagt. Und wir holen das nicht länger aus. Wir können nicht länger mit dieser Sinn leben. Alle in Wirken von Gott. Und was sagt Offenbarung 5 dazu? Aber das will ich zu merken. Wo wir unsere Lehre, wie viel Möglichkeit hat wir da? Wie viel Möglichkeit hat wir da? Wie du für eine Möglichkeit? Wenn du davon abhängig wirst, wie ein Repräsentant du würden handschreiben. Wenigstens, das Einheitsleben han, du willst wir gründlich überdenken. Wenn dort in unserer Macht als Jesus nennt, luten er nicht. Was da wieder an? Dann spricht wir uns wahrscheinlich für Kraft. Wenn dort in unserer Macht als eine Entscheidung zu nehmen, was kein Mensch würde Entscheidung nehmen, bloß Gott. Bloß Gott nimmt eine Entscheidung, was wirklich uns raten hat. Wenn das von uns wie aufhängig war, und wir haben so einen Repräsentanten handschreiben, wir müssen gucken, wo unser Leben wirklich wird. Nicht wahr mal. Und ich sage dort da, der auf den Thron saß, ein Buch in der rechten Hand hat, von Binnen und von Buiten beschrieben, und mit 7 Seelen verseelt. Und dann sag ich, ein starken Engel mit einer gewaltigen Lüderstimme sein. Wer ist ein Sturm, das Buch aufzumerken und die Seelen zu brechen, und du wirst keiner, hör mal, du wirst keiner im Himmel oder auf der Erde oder unter der Erde, der das Buch aufmerken und du nachkicken können. There was none. Unser Leben für Gott kriegen dann, was wir noch würden haben wollt, wenn wir dort in den Sinn wären, wir können nicht für Gott wollen, aber danach, der Leben, der wir durch hoffnungslos, der wir nicht im Himmel, der wir kein Engel, was du stark nicht wird, du wir nicht mal ein Engel Gott noch, nicht mal ein Engel, was du wird genug kann opfern für uns, nicht ab ihr, man uns Menschen und nicht unter der Erde, nicht alle Dämonen, alle Taub, nichts. Du wir nichts, was uns halten kann. Du wie keiner nicht würdig, du wie keiner entstorben, du wie keiner stark nicht. Und du wie keiner genug in wir, dass er seine große Tooling merken kann. Und ich hielt so ja, dass du keiner gefangen wird, da er im Sturm wird, das Buch aufzumerken und zu lesen oder dann anzukicken. Aber dann sagt einer von den Ältesten zu mir, ich soll nicht hielen. Kick einmal. Der Leib von Judas in Sturm, der von David aufsturm, ist gewähnt abgekommen, die 7 Seelen zu brechen und das Buch aufzumerken. Und kickt und sagt zwischen den Thron und den 4 Tieren, mangt der Älteste ein Lamm stonen, dort es so sagt, als wenn dort wir geschlacht worden. Dort hat 7 Hände und 7 Augen. Dort sind Gott seine 7 Gäste, da über die ganze Welt geschickt sind. Und dort kam in neuem den, der auf den Thron saß, das Buch in der rechten Hand. Und als er dort genommen hat, fallen die 4 Tieren und die 24 Ältesten für das Lamm durch. Sie hielten jeder eine Hoab in eine goldene Kamm voll Weihrauch in der Hand, wo der Helge ihre Gebete bannen werden. Und sie sangen ein Lied. Du bist im Sturm, das Buch zu nehmen und die Seelen aufzumerken, willst du wirst gemerkt worden und jäufst dein Blut han. Du mit vor Gott von allen Menschen Stamm und Sprachen und Völker ein Volk für sich zu kaufen, und hast von am Königs und Priesters gemerkt, unseren Gott zu dienen, und sie sollen auf die Erde regieren. Now, hier sei wir, wo unser Leben wird. Haltlos, 100% haltlos, und das stimmt 100% mit was Paulus in der Römer sagt. Römer 4, Vers 6. Wir werden haltlos, wir können uns selbst nicht halten. Vers 8, wie wir ein Sünder. Sünder haben im Himmel nicht Ruhm. Wie wir Gott seine Fien noch viel weniger.
Alles, was ein gerechter Gott kann tun mit seinen Feinden, erst dort geben, was sie verdient haben. Das war unser Lehre wird. Epheser 2 sagt, wie wir tot in unser Sinn. Wir sind tot in unser Sinn. Und so steht so wie dort ever und ever. Du wie keine Hoffnung. Nicht mond genug Hoffnung, dass wir uns nach die Hoffnung sollen utprachen. Wenn Gott sich dort nicht gewählt hat, anstatt kommt zu wiesen, was er tut, wir würden das nervös gefangen haben, nicht mal an gedacht, dass wir sollen es uns sehen. Aber hier sehen wir dort. Das, was uns diese Geschichte von der und diesen Tag von der lernen, das ist das, dass Gott der ganze Lehre aufstellt, dass das soll sich Raum nehmen, dass er will uns ein Message geben, wo wir nicht mal würden nur gesagt haben, und dass er uns das weiten lässt, ich habe seine Sünden vergift. Das wie nicht, dass wir kommen eine Sündenvergebung für ihn, sondern er kommen und sagt uns, ich habe seine Sünden vergift. Und er hat ein einziges gedacht, warum hat er das dort tat? Das ist wegen sich selbst. Ezekiel 36 sagt uns, klar, was ich nicht tun, was das nicht wegen Jünd. Wegen alles, was die getan haben, die haben Gott sie nun verlassen, die haben Sinn über Sinn getan. No. Wovon Gott das tat, er will den ganzen Himmel und er hat den ganzen Himmel in Stunden versaten, ich mal, was er sagt. Der sungen ein nicht Leute. Er sagt, du bist ein Sturm. Du bist ein Sturm. Du bist ein Sturm, das Bürg zu nehmen und die Seelen zu brechen, wenn du wirst gemerkt worden und jäufst, den Blut Hahn, du mit Gott von allen Menschen stammen, nicht bloß von den Mennoniten, by the way, du mit für Gott von allen Menschen stammen, in Sprachen fällt ja ein Volk für sich zu kaufen. Und hast am die Königs und Priesters gemerkt, unseren Gott zu dienen, und sie sollen ab die Erde regieren. All for one purpose. Gott wies sich, wo Gott ist. Gott wies sich, dass er ein Sturm ist, das zu tun, und Gott wird sie nun verherrlichen. Now, wenn jemand dazu verkommt, dass das mit dem Ohren worden sein, okay, das was unsere Abgabe ist, am Abend zu tun, like, wie sollen die Priester sein, wie sollen die bis einmal von Gott verteilen? Wie sollen bis einmal die Menschen bekannt werden mit was Gott getan hat? Like, isn't that kind of boring? Okay, wenn das ist, dann hast du die Roots ausgeplündert, wer die noch einmal bist. Ja. Wenn sich dort hier in den Ohren worden, dann verheck für die. Aber wenn die noch hören, wird so zu Boi stehen, was die nicht kosten. Wenn die das nie auf den Nächsten geben, wow, das ist, was Gott nie getan hat für uns, und die ist das nicht so nicht, was die kost anderen Menschen davon verteilen. Praise God for that. Der hat die Königs und Priester gemerkt. Und wenn ihr noch nicht bei dem Punkt sind, dass ihr das so viel nicht habt, der hat mir den Sinn vergeben. Ich muss alle Mann das vertellen. Denk bis an die Feriebotschaft von diesem besätenen Mann, dieser besätenen Mann, der wird sich in Gräber abholen, der ging nicht unterfangen. Und dass der auf einmal diese Erfahrung kriegen, der wird sich nicht gesagt haben. Ist Maß. Wenn das bloß so wie passiert und du wer kommen, hat mal gesagt, no, ich war bei sich erst einmal retrieben und dann war ich den der Gaude nur hier mit sich was, der, pobrecito. Ich glaube dann, das Sky war seine 7 Sehens, der würden dann glücklich sein in Vergleich zu dieser, wer sich wird gewährt haben, der das Evangelium predigen. Du musst erst was geraten passieren und es dort ist passiert wird. Was hat er? Da geht und verteilt, was Gott für ihn getan hat. Können wir abhören? Du musst von vertellen. Können wir, wo immer er handkommt, können wir still sein davon, was an passiert wird. Oder, warum mal Barabbas denken? Wir wissen nicht, was mit dem passiert ist, nur dem, dass der erst freigelassen worden. Und dass Jesus erst im Kreuz genäht worden, und es steht das Barabbas, was im Gefängnis wird. Aber warum mal sagen, das Barabbas, yes, das ist freigelassen worden, und er weiß 100%, warum das ein anderer, was ihnen steht, genommen hat. Und in jeder Tag, wenn er abwartet, das weiter dort, ich sie bloß du wen am Leben, wenigstens oder nur meine steht.
Wo immer die Hand kommt, wo die kann still sein davon. Und das ist die Frau, die ich will, und jeder eine Frau hier zum Schluss. Wenn wir inzwischen an, dass das Evangelium wird so gewarnt worden. Und das traurig, dass das dort ist, aber somehow wirklich, das Leben, das stark, und wir haben viele Dinge zu tun, und wir haben das Evangelium immer wahr gehört. Kommt das bei dem Punkt, wo wir Leute gleich mal würden davon reden? Wenigstens, wir wollten die Geschichte alle, ich würde mal von was Interessantes gleichen zu hören, oder zu vertellen. Wenigstens von dort aus, dann sagen wir vielleicht bloß einmal in einen emotional state der gehen. Wenigstens das Mut wird, wenigstens wir nie gehört haben, was wir euer noch nicht gehört haben. Oder, die Frau ist das. Wofür nie ja uns das nur noch von der, dass der uns geraten hat. Wo betult sich dort davon zu vertellen? Betult sich dort mehr zu tun? Ich habe dort alle Wegen, wo wir sind, no, abstehen soll nicht sein, der einfach wie so ein bisschen still sein. Und wenn das Haus ist, und da Regeln, naja, dann die betulen die ihre eine Bild so. Die sagen die ihre Regeln dann in ihr Haus. Aber in uns Haus. Du willst wieder Bilder betulen. Du willst wieder Regeln sagen, was für eine Hausordnung wir haben. Das ist krank, woran in der christlichen Kirche keinmal kann du sein, um die Menschen am Gott zu feilen mehr. Die christliche Kirche, die wirkliche biblische Kirche, da hat manchmal eine Vermutung, wo die Gläubigen traurig in Haus fahren. Und wo die sagen, oh mein, ich kann wohl war mit so sehr von verjähren. Mir sind auch andere Dinge wichtig geworden. Und es steht, dass ich mich so gut fühle mit mir selbst. Und es steht, dass ich mich gut fühle mit mir selbst. Gut, ich als Jan Jüngling, häng meinen Kopf auf und ich gut traurig davon war. Ich sage, wie groß bist du, ich will nicht für Jesus kommen und auf den Schulter geklappert sein. Aber ich weiß mir groß was anderes. Und der macht mich traurig. Das ist krank, woran eine Charismatic Kirche, die kaum was bei den wirklichen Ratungspunkt bringen. Und wo der Ratung kaum kostwürdig sei, hochschätzen. Wenn die merken, die in Gott feilen, so ist die best. Die merken, die zufrieden sind mit die Salz. Und wenn sie können, dann werden sie noch dort proben, merken einen Schlag hier und wenn noch wer wörtlich, das wird aufmerken und sagt, das ist, was Gott ihm Wort sagt. Und er redet nicht Gott, nicht Gott von uns. Gott sein Wort. Das Schnitt. Was meint das? Das Schnitt. Das ist ein Doppelschneiden, das Schwert. Kreiden und wo die das Handschließer, das Schnitt bad weh. Und bei das Schnitt, der steht, wo ein anderes Maß nicht schneiden kann. Bei das Mark und Bein ganz in Einlag, Säulen, das Schnitt alle weh. Kreiden und wo. Und dann will ich das sagen, wenn ich hier traurig von weggehen, wenn es gesehen, dass die kommen kart in dein Leben, erklären auf diese Botschaft, dass das getan, was das soll. Wenn ich überall eine Botschaft habe, wird mir ein Gott fallen. Und die fangen an, nur viel zu holen von ihnen selbst. Und die werden vielleicht sagen, mutig mit dem Prediger, der hat jemand sind die Sachen, ist jemand hier im Gleichen. Weißt du was, dann soll die mich stempeln als ein falschen Prophet. Of course. Wenn ich noch probe, die Menschen zu gefallen zu leben, sagt Paulus, dann kann ich nicht Christus in deiner sein. Und wirklich, so herrlich als wir proben zu leben, so biblisch als wir proben zu leben, wo wir immer Dinge finden, wo wir in Hammerkart kommen. Und das woran wir frisch für Jesus kommen, das woran wir frisch über diese genug dankbar sein. Was heute uns all euer sagt, euer wie du am Beten sagt, die Sinn sind vergift. Der Prophet Nathan, der kämpft mit David und hält in den Sinn für. Und dann steht David dort, ich habe gesündigt. Und er fragt, er kann noch nicht finden, dass David sagt, oh, aber muss Gott mir den Sinn vergeben? Nee, er steht dort, ich habe so gesündigt. Dann sagt Nathan, in die Sinn sind noch vergift. Wann wird David seine Sinn vergift? Wann wird denn seine Sinn vergift? Muss er danach so und so viel 100 Jahre warten, bis Jesus hier schwör am Krieg gestorben für dich?
Haft ook maar tijd te doen wanneer onze zinnen vergeven zijn. Er zijn onze zinnen vergeven van onze noemen in levensboek geschreven staan. En wanneer worden onze noemen in levensboek geschreven van verdige Grundlegung van de wereld? Hat Gott sich das ewig geteilt. Das hat die Sinn nicht nur reden. Wenn du wie einer, der hat all Absicht genommen. Und der würde betonen. Und der sieht Gott dafür. Und das passiert auch. 2003. Fällt hij dort, was al im Alten Testament versprochen wird, dat wird passieren. Die Sinn sind vergif, als die Message von dir. Das ist die Hauptsache, um was das alle ging. Die Sinn sind vergift. Wo kostet die bis uns dort sagen? Gott sagt das. Die Sinn sind vergift. Aber wo kann ich das bis glauben? Glaubst du, als die direkt Jesus seine Tooling nicht tut für die? Glaubst du, Jesus, den sie eine Tooling, na ja, vielleicht regt das für die anderen, aber wird noch bei mir reden. Sag mir mal ein Ding, wo Gott was allmählich ist. Wo der mal kart haben, wo der nicht genug hat zum Betonen. Und das sagen wir hier in der Offenbarung. Na, das von ut alle Ras und Fallstammen sprechen. Und ein Herr, was keiner teilen kann. Das ist, was ich will. Dass wir das glauben, und Jesus hat meine Sinn betont. Wenigstens der sagt das. Aber wo? Ich so sage ich sündig. Okay? Dann check bloß, wie groß der Rare ist. Ich muss sagen, es den wird allmählich. Aber Gott sei Dank, dass das hat. Dass wir das nicht selbst da. Amen. Je reicht davor, wir kommen hier nochmal für die. Und ich mag die persönlich fragen, dass die nicht der Schuld anreden ist, dass die das wörtlich sagt, die sind die Sinnen vergift. Aber was von der anderen Nachricht können wir noch verlangen von die, dass die dort wählst, die Sünden zu vergeben. Dass das die nicht gedeiht wird, und dass die das von Ewigkeit her geplant hat, das ist, was die dort wissen. Als wir das gewusst haben, als wir das gemerkt haben, was die all von Ewigkeit her geplant hast, das hast du uns geopenbart. Nicht diese letzte Zeit durch das Evangelium. Aber Herr, musst du das geben, dass wir Brüder das Evangelium anstehen und dass wir uns nicht luten daran. Und dass wir nicht nur geben, wenn durch viele Menschen sind, die merken den Radungsplan, die merken den im Schlag hier. Der hat einen Radungsplan, und das ist ein humanistischer Radungsplan, wo der Mensch selbst eine Entscheidung nimmt, dass er selbst glaubt, in Stand zu sein, die zu wehren oder zu erlauben. Er muss die so eine Lasterung uitroden, ramme uns. Er muss die das wissen, dass die allein sauber bist, und dass das die nicht gedei wird, nicht ein Mensch seine gedei. Und dass die das alle in deine Kontrolle hast, und die führst das so aus, dass die das weiß. Er muss die das wissen, um den Namen zu verherrlichen, um das zu wissen, dass die allein Gott bist, und das keiner mehr. Und dass die allein die ihr treffen, das kein mehr. Er muss die das für den großen Namen tun, bitte ich für diese ganze Umgehung, dass das wahre Evangelium hier muss verspreit werden. Nicht das humanistische Evangelium, wo der Mensch so schändlich so viel von sich selbst hält. Aber er muss die das wissen, dass die allein das wahre Evangelium hast, indem dass die ganze Erfahrung sauber in deiner Hand ist, und dass die das so uitführst, dass die das weiß. Und er muss die in jeder ein, wer seine Hand uitstreckt, und die ihr für sich nimmt, er muss die das so tun, dass die das mal bewiesen hast, dann kommt vier von ihnen in den Alter rein und versehrt darin alle. Ich bete nicht um andere Menschen ihr Tod, aber ich bete dass jeder eine seine Selbstgerechtigkeit muss so versehrt werden, als die das einmal gewesen hast, und dass die muss in das steinerne Hort reitreten, und dass die muss das fleischende Hort geben, und dass die muss die empfindlich merken zu sehen, aber ganz besonders, dass die müssen empfindlich werden, wer du bist. Und dass du musst ein Schreck ankommen, gegen wem sie rebellisch gewesen sind. Dass du musst eine Angst in eine Bange kommen,
Was haben wir bis getan? Gegen wem haben wir uns bis abgemerkt? Gegen wem da wir fährten? Herr, mocht diese Gedanken wirken. Mocht die Angst, die Gottesfurcht von dir Überhand nehmen. Und Herr, du allein kannst das wirken. Du allein kannst das durchführen. Wenn wir auch noch nicht sein können, wo. Aber mochtest du das geben, dass die Namen verherrlicht wird. In Jesus' Namen beten wir das. Amen.